Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Scheint sich hier irgendwie eingebürgert zu haben in der letzten paar Episode, dass wir hier von Sphäre Portale anfangen und bei Sphäre Portale aufhören. Aber ich denke, soweit haben wir jetzt alles gemacht hier. Und unseren Weg wird uns jetzt doch weiterführen zur Pyramide. Die ist natürlich auch mal wieder so grandios dargestellt durch so einen Aztekennasenmann. Ich meine, man hätte jetzt auch nicht einfach nur dreieckig klatschen können, ne? Das muss jetzt der Aztekennasemann sein. Alle hopp, dann ist das halt so. Pyramide. Okay, in der Pyramide finden wir erstmal nichts hier Großartiges. Bis auf diesen illustren Lasernaut. Hey, geh mal nicht auf die Kletz, du Mistvieh, du Zerbrösler. Ich sag, das sind gute. So. Gab ja nur die zwei Knetköpfe. Der Abwehr hat sich erhöht. Ja, geiler Scheiß, ne? Großartig mehr finden wir hier nicht als den tollen Raum. Und da unten ist Sphäre-Portal. Da ist noch so ein illustrer Gentleman mit Turban. Abenteurer. Überall sind Faller, die den Eingang sichern sollen. In dem Raum gibt es sogar eine Falle, die auf Geräusche reagiert. Hat also die Gosch. Alla hopp, ja, also rumplärren sollten wir hier nicht. Das heißt für Pelzer gänzlich ungeeignet. Und da geht's auch nur raus wieder aus dem Gebiet. Und hier, jetzt kriegen wir das, wo ich beim Tempelberg schon gedacht habe, was man kriegen. Aber wir kriegen den tatsächlich ziemlich spät, wie mir jetzt wieder auffällt. Ja, du sehen wir's. Links ist der freie Daniel, rechts ist anscheinend der eingekerkerte Daniel, wenn wir uns den mal so angucken. Aber gehen wir zum hier. Der Willi hört eine eindringliche Stimme. Ich hab dein Kummer entgegengesehen. Ich bin Shadow, der Liquidator. Also Schatte, der Wassermann. Mein Körper ist das Licht von einem Komet. Ich hab keine Gestalt, kann jedoch die von der Mensch annehmen, mit dem ich verschmelz. Ach, der sich der Erde nähernde Komet ist ein Bewusstsein ohne Gestalt. Mein Körper ist das Einzigste, was ich dem Komet entgegenstellen kann, um alles zu beenden. Mach jetzt die Haare zu. Ja, wie gut und was war Glück, dass wir nicht im letzten Dungeon vorm Turm von Babel nochmal finden. Du Weltenretter. Und jetzt werden wir zu Wasserwilli. So, jetzt sind wir Schatte der Wasserwilli. Du bist verwundet. Mach die Haare zu. Ich bin die Gaia. Ja, wir kennen uns schon, ne? Durch der Reise noch Angkor bist du stärker geworden. Stell dich vor die Statue auf der rechten Seite. Verwandel dich in der Schattenkrieger. Dann gewähre ich dir einen letzten Gegenstand. Du hast die Aura. Nicht die Aura-Barriere, Gott sei Dank. Die Aura ist der Geist vom Schatten. Setzt das Ei, wird sein Körper flüssig wie Wasser. Nur ein kleiner Teil von der Pyramide ist zu sehen. Das meiste befindet sich unter der Oberfläche. Verwandle dich in den Schatten, um in die untere Ebene vorzudringen. Mag speichern? Ja. Ich wünschte, das täte mich ein paar mehr Statuen froher, ob ich gern speichern würde. Müsste ich gerade nochmal Lucky machen. Ob man die Aura, jawohl, die haben wir hier im Inventar drin. Shadow kann durch sie zu Wasser werden. Das heißt, da muss ich dann B-Knopf drücken, wie ich sonst sowas verwende. Und dort, wo ihr die lustige rechteckige Backstelle seht, da kann ich dann wieder mutieren. So, nur da kann ich runterrutschen, so rum. Wenn du wirklich undurchdringlich ist, dann ist da nichts mit Wassermann und so. Okay, jetzt haben wir links der Willi und rechts der freie Daniel. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal ein bisschen der Schatte hier. Gucken wir mal, was der Hansel noch so drauf hat. So, also lustig rennt er auf jeden Fall schon mal. Und wir brauchen Hieroglyphe. Das ist unabdingbar, dass wir die brauchen. Und pro Gedöns scheint es hier wohl... Pro Weg scheint es wohl Hieroglyphe zu geben. So. Wir haben es ja in dem Tagebuch vom Bappe gesehen, dass wir das brauchen. Und da haben wir 12 Gegner, die auf uns warten. Ja, da brauchen wir anscheinend Willi Wirbelwind, so wie es aussieht. Da kann der Schatte, genau, kann der Schatte, wenn ich Land gewinne, wie es aussieht.
Ach ja. Aber er zieht auf jeden Fall mal gut ab, der Knaber, ne? Er zieht ein bisschen mehr ab als Freedan. Aber es sieht so... Ey, ey! Was machst denn du für einen Käse? Du Widerling, herrschst du wohl uff hier, dein ekelhafter Speer in meine Richtung zu schwingen, du ekelhafter Fochelkopf. So. Also es sieht wohl ganz dode noch aus, als käme man mit Will nicht besonders weit hier. Und da ohne keine weitere Backstätte zu sehen sind, geht es ja nicht mit Flüssigwasser. Das heißt, das Gebiet ist tatsächlich eher für Will gedacht. So, jetzt sind es aber wenigstens noch 7 Gegner. Das heißt, mir gehen es einfach mal ab, Stück für Stück. Ich wäre jetzt gerne ein bisschen länger Shadow noch geblieben, aber so ist es halt. Lebe ist halt kein Wunschkonzert. Also wieder ab zur Statue. Ab zum Willi. Dann heilen wir uns gerade mal und speichern noch eine Runde. So, da müssten wir gerade, wenn wir wieder reingehen. Ich will das gerade mal checken, weil links müsste dann wieder Freedan sein und rechts müsste dann wieder Shadow eigentlich sein. Ich mag es gerade mal checken, ob die Ordnung dann so durcheinander gebrochen wird, dass jetzt Shadow links ist und Freedan rechts oder ob es wieder noch Norm ist. Und ja, es ist wieder noch Norm. Ja, Shadow sieht schon etwas arg aus, wie so ein mit Ranke gefesselter vage Humanoider. Also das sieht schon etwas bös aus, finde ich. Ich glaube, das macht auch gerade dieses Düstere von dem Spiel aus, dass diese Hauptcharaktere durchaus schon etwas düsterer aussehen als klassische Helden, sage ich jetzt mal. Oh, scheiße. Ja, mit der Attacke bin ich als noch so ein bisschen Spinnefeind. Ich habe es immer noch nicht gecheckt, wie das funktioniert mit dem Controller-Dra-Macher. Heiko war zwar so freundlich, mir zu sagen, dass ein PS4-Controller funktioniert, aber so wirklich gecheckt, wie ich den Dra machen kann und die Steuerung ändern kann, habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe es zwar schon gemacht mit Steuerung A-Passe, da hat er auch gut drauf reagiert, dass ich die Joystick-Bezeichnungen machen konnte, aber mit Joystick steuern konnte ich es dann nicht. Das ist dann etwas skurril, wie ich finde. Autsch. Deswegen, er hat sich einstellen lassen. Aber ja, damit spielen kann ich trotzdem nicht, was ich etwas merkwürdig finde. Für alle, die sich wundern, was ich da für einen merkwürdigen Emulator habe. Ich benutze Z-SNES für Windows. Kenne besonders aktuelle, muss ich dazu sagen. Das ist lang her, dass ich den runtergeladen habe, mal den Z-SNES. Und mein Abwehr ist mal wieder gestickert. Sehr schön. Also das ist schon etwas länger her, muss ich klipp und klar dazu sagen. Aber hier finde ich die Musik eigentlich ganz cool. Oh. Das ist nicht wie bei Secret of Evermore so Klischee-Mucke, sondern die finde ich eigentlich echt ziemlich cool hier, die Musik für Pyramide. So, komm schon. Was? Dafür war's gut. Dann gehen wir jetzt nochmal hier. Probieren da aber mal A zu halten. Ah, bis auf Anna. Das war sogar gar nicht mal so schlecht, die Ausbeute, wie ich finde. Komm, nochmal. Willi. So. Okay, gut. Dann nochmal einmal rüber gezwirbelt. Und 7 Gegner sind noch hier. Ja, ich denke, wenn ich auch hier einen Controller verwende würde, dann wird es auch diese Geräusche schon sehr stark eindämmen, die ihr durch die Tastatur hört. Aber vielleicht kriege ich es irgendwann noch hier mit dem Emulator und meinem PS4-Controller Einung zu erzwingen. Oh. Okay, das gehen wir vielleicht doch lieber so. Da haben wir ein bisschen mehr Spin drauf. Und... Ups. Geh weg, Fochelkopf. Du Horus für Arme. So, vielleicht kann ich dich einfach treten. Ne, geht leider auch nicht. Dreh dich das so lange gegen den Kopf, bis du tot bist. So, geht doch. Alle hab. Gut. Das, ja, renn in den Laser, Willi. So wird das gemacht. Ich meine, das sind ja so typische Pyramidewächter, wie man sie aus Hieroglyphe und altägyptische Überlieferungen kennt. Solche blaue Laserknubbel. Das hat natürlich jeder Pharao, der namhaft war, bei sich im Grab gehabt. Ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Sag mal, gibt's hier nur Abwehr? In Angkor Wat, da hätte ich die Abwehr ganz am Anfang sehr dringend gebrauchen können.
Aber gut. Ja, die Pyramide, das ist generell so ein Ding. Oh, alter Falter. Pyramide ist ein Level, das ist schon ziemlich happig. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Hier ist eine Stelltafel an der Wand. In Dau habe ich gehört, dass es sich um Hieroglyphe handelt. Ich muss versuchen, die Stelltafel zu bewegen. Du hast eine Funde Hieroglyphe Tafeln gefunden. Da ist ein Vogel drauf. Gewitter erleid. Ja, also ein bisschen Ägyptologie hatte ich auch in meinem Studium. Interessanterweise als nicht archäologisches Beifach. Nee, noch nicht. Ich glaube, ich habe da nämlich einen Ausgang noch verschnarcht. Hoppla. Das Mega mag ich noch kurz, wo ich gehe. Bevor ich jetzt einfach so... Wobei das natürlich die einfachste Methode ist, dann wieder zurückzukehren. Und... Ja, yes, das erleid. Lahmarsch Willi, komm schon. Ja, wie gesagt, bisschen Ägyptologie hatte ich mit drin in meinem Studium. Ach Gott, jetzt geht aber ab wie rosa Zäpfchen hier. Und da hatte ich ja ein klein bisschen Mittelägyptisch mit drin. Was ich gelernt habe, aber um solche Texte hier zu übersetzen, ist es bei weitem nicht mehr gut genug oder gar ausreichend. Viel Mittelägyptisch kann ich auch nicht mehr. Mir fällt jetzt auch kein einziges Wort mehr ein. Also ich muss sagen, alles, was ich an kurzem Mittelägyptisch gelernt habe, um Grabeshieroglyphe zu lesen und zu entziffern, habe ich schon wieder vergessen. Das ist nicht wirklich bei mir im Kopf hängen geblieben. Genau, da wollte ich mal reingucken. Oh, okay, ich glaube, das ist das, wo wir mit Shadow gelandet sind. Ganz am Anfang. Okay, wissen wir das auch. So, da. Wir haben ja noch das schlaue Tagebuch vom Papa dabei. Das heißt, das können wir uns auch noch reinpetzen irgendwann, um uns nochmal hier die Hieroglyphe-Reihe Folge A zu gucken. Also ein Vogel muss auf jeden Fall am Anfang stehen. Das passt so. Okay. Gucken wir mal, was hier lauert. Ob ich da mit dem Willi durchkomme oder ob ich der freie Daniel oder der Schotte brauche. Ich hoffe, ihr lasst euch doch nicht stören davor oder ihr stört euch dort dran, dass ich dort die Name einfach ein bisschen verhunz. Statt immer The Will zu sagen, wenn ich halt einfach als mal The Willi zum sagen. Was siehst du würdig? Ich mach's so. Sage ich einfach nur The Willi zum, weil es einfach pelzig besser passt. Und Free Dan, ja, wenn man es übersetzt, wäre es wirklich der freie Dan und Dan ist halt Daniel. Also von daher ist das einfach der freie Daniel für mich. Aber ich glaube, hier brauchen wir wirklich Shadow. Ihr seht es ja schon an der Wandmuster, dass ich da ein paar Mal so glibber werden muss. Deswegen sieht es wohl so aus, als bräuchten wir hier den Shutter. Okay. Gut, alle. Da brauchen wir hier die Aura. Was war das? Du hältst die Aura hoch, aber nichts passiert, weil du nicht flüssig bist, du Dummkopf. So. So sieht es nämlich aus. Also, dann wieder ab. Erstmal Heiler. Besser Heiler als Greiner. Speichern ist immer schön. Und dann, ja, Shadow, der Schattenkrieger. Ich meine, eigentlich hätten sie ihn genauso gut Aqua, der Aquaman nennen können. Oder, was weiß ich, Water, der Wassermann. Oder der Wasserkrieger. Ich finde, das passt eher. Weil Shadow, ja klar, Schatten des Kometen und Mutation und bla bla bla, schon klar. Aber, aber trotzdem, ich meine, er sagt ja von sich selber, er sei ein Liquidator. Deswegen fand ich den Namen Shadow immer etwas verwirrend. Vor allem finde ich, dass wir den halt wirklich sehr spät präsentiert kriegen, den Kerl. Es wäre einfach schöner gewesen, wenn wir den vielleicht auch ein bisschen früher mal vorgesetzt kriegt hätten. Dann hätten wir uns auch mit ihm eher mal anfreunden können, sag ich. Aber so, du kriegst ihn halt wirklich einfach so vor die Nase geklatscht. So, da, du hast ihn jetzt. Das ist der einzige, der der Komet noch besiegen kann. Fertig. Und ja, es wäre schöner gewesen, wenn man Shadow einfach viel früher nochmal im Spiel integriert hätte. Vielleicht sogar auch tatsächlich schon in Mu. Du hättest nämlich auch wirklich ganz gut hier gepasst, finde ich. In Mu grad, wo wirklich das Wasser regiert, hätte er eigentlich perfekt reingepasst und hätte sich super angeboten, ihn zu präsentieren. Okay, jetzt sind wir mal wieder Abwehr ab. So ist das halt hier in Pyramidenhausen. Aber solange ich hier überall die
Solange ich hier überall die Gegner fertig gemacht habe, ist es mir eigentlich Jacke wie Hose. Ob ich wirklich alles gesehen habe von der Pyramide oder nicht. Wir gehen jetzt erstmal da lang. Ich bin mal sicher, da könnte man abkürzen mit den ganzen Wege hier, aber ich will ja die ganze Gegner auch noch plätter. So. Ja, schieß du ruhig dein Schmotter. Ich habe mal ausnahmsweise nicht abgekriegt. Ach du liebe Zeit. Der macht auch diese lustige Schmerzgeräusche. Als hätte er in den 90er Jahren von einem Actionheld auf die Schnutschlache gekriegt. Und komm schon. Ja, aber unsere Lebensenergie ist mittlerweile auch ziemlich hoch, würde ich mal sagen. Von daher passt das ja eigentlich. Und wenn man weiß, wie man die komische Kauze hier zu nehmen hat, diese Horus-Parodie, dann weiß man auch, wie man die fertig machen kann. Stärke ist erhöht und neben sind so Anubis-Reliefs. Was gibt's hier Schickes? Ein rotes Juwel. Alle hopp. Ja, alle rote Juwele finden wir leider sowieso nicht mehr. Das ist etwas schade drum. Ja, aber ich habe ja schon verwiesen, ihr könnt liebend gern bei der gute Evil und bei der guten Tinoe reingucken. Die haben das Secret Boss mit aller rote Juwele als Challenge herausgenommen, genau, als Challenge angenommen und haben das auch wirklich geschafft. Deswegen, wenn ihr das hier wollt, guckt auf jeden Fall bei Evil und bei Tinoe rein. Tinoe kann ich sowieso nur wärmstens empfehlen. Hat sich mittlerweile tatsächlich zu meiner Lieblings-YouTuberin und zu meiner Lieblings-Let's Playerin und meiner zweitliebste YouTuberin entwickelt. Es macht immer wieder Spaß, bei ihr reinzugucken, vor allem, weil sie auch so tolle alte Klassiker spielt. So, jetzt muss ich aber nur vor lauter, bevor ich jetzt anfange, Lobeshymne die ganze Zeit nur zu singen, muss ich auch hier mal den Weg in die Pyramide finden, wo ich dann eigentlich hingehöre. Okay, du gehöre ich anscheinend nicht. Hier, du war mal schon. Hier war ich aber überall schon, ne? Ich will doch nur zur Hieroglyphe. Ich habe nicht nur in einem Grabmal Orientierung, Alter. Ja, da waren wir schon, ne? Genau. Da waren wir doch das rote Juwel, aber, ne? Ja, da blubbert er auch lustig rum, aber mir blubbert nicht zu der Hieroglyphe. Ach du liebe Zeit. Ja, du schwappelt da jetzt die ganze Stockwerke runter, aber bringt uns nichts. Das war jetzt zwar schön und gut alles, aber wir können mal just for fun einfach mal hier runter gucken. Was hier so abgeht, ob hier möglicherweise noch irgend so Hidden-Gedöns ist oder ob hier die Hieroglyphe lauert, weil ich bin mir hier nicht mehr so sicher. Ach Gott, jetzt schwappelt aber runter hier der Meister. Ah, tata. So kann es nämlich auch gehen. Wenn man nicht völlig blöd ist. Ja, das ist auch genau in der Reihenfolge, wie man sie auch im Tagebuch vorgefunden haben. Wir werden sie wahrscheinlich auch so einsetzen müssen, denke ich da mal, ne? Du hast Andy von der Hieroglyphe-Tafel gefunden und du hast lauter gekrakelt drauf. Irgendwelche komische Zickzackwelle und ein hässliche Greifarm. Ja, ja, wie bei der Simpsons-Episode, wo der Rektor Skinner als Ramses dann der Krabappel alias, wie hieß er da, Krabapatra, genau, alias Krabapatra, wollte er dann erklären, wie das, oder wollte er was diktieren und dann kam dann auch sowas raus wie Vogel, großes Auge, Vogel, ein Typ, der so dasteht und diese typische Ägypterbewegung dazu, wie man so auf Hieroglyphe, nicht auf Hieroglyphe, wie man sie bei Wandmalerei kennt. Ein Typ, der so dasteht, ist übrigens nicht eine Hieroglyphe, wie viele annehmen. Das ist tatsächlich nur eine Reliefdarstellung von Personen. Es gibt keine Hieroglyphe von einem Typ, der so dasteht. Möchte ich nur mal so erwähnen. Erste von links muss die Reihe vorher. Wir können das jetzt schon mal gleich A ordnen. Das ist gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Halte mal der Gaul A. Vorher. Dann das ganze Gedöns. Das müssen wir. Ja, das müssen wir dann direkt links neben dran einfügen. Der hier. Dann machen wir zweite von links. Genau, dann haben wir das nämlich auch im Inventar weg und das ist gleich drin. Wo es hingehört. Gut, ja. Da ist sowieso Sache, die Zeit hat man wieder geschlagen.
und ihr das Spielchen mittlerweile kennt, von wegen an Sphäre-Portale fängt's an, Sphäre-Portale hört's auf. Machen wir doch mal wieder, bleiben wir unserer Linie treu. Und ich speichere hier, aber ich gehe dann auch wirklich wieder raus. Ich möchte wirklich nochmal die ganze Zeit an so einem Sphäre-Portal speichern. Das ist, und dann die Episode benennen. Das ist, die Episode beende. Es ist doch immer etwas ätzend so. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier mein Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns übermorgen dann wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelze. Ich habe das gemerkt, alleweil bürgert sich das Ei, dass ich sage kann übermorgen und nicht morgen. Noch um 23., 24. Mal oder wie viel der Episode das jetzt ist, hat sich mittlerweile auch bei mir Dummkopf eingebürgert. Also machen's gut und bis übermorgen, ihr liebe Leute. Und wie gesagt, wenn ihr die 50 rote Juwele sehen wollt, guckt bei Evil und bei Tinoe-Reihe. Und an der Stelle nochmal ein herzlicher Gruß an die beiden. Ihr seid großartige Let's Player. Macht weiter so. Und wir sehen uns übermorgen jetzt zum 500. Mal gefühlt. Also bis du hier, Ayan Yankee.